Yes, Yahweh Zebaoth, Gott kämpft für mich. Herzlich willkommen zum letzten von dieser Woche, zum letzten Morgen, wo wir mit Worship und Gebet beginnen. Und heute ist das Thema, nämlich die Charakteristik von Gott oder der Name von Gott, wie er sich offenbart in der Bibel. Yahweh Zebaoth, Herr der Herrscher oder Herr der Allmächtige. Und ich liebe dieses Thema. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe kürzlich einen Film gesehen, so ein epischer Film. Odyssey heißt er. Ist ein bisschen weird zum Teil, aber was mich da fasziniert, ist die Kräfte die aufeinander prallen. Da gibt es ganz klar Krieger oder Götter aus der griechischen Mythologie, die sind ganz klar stärker als der Rest. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht drunter kommt. Dieses Kräftemessen finde ich recht interessant und hat mich fasziniert. Und in der Bibel wird das natürlich auch beschrieben, dass Gott ist nicht nur ein Gott, der gibt dir Friede und der hilft dir auf deinem Weg, er ist ein Hirte und guckt, dass niemand in die Herde kommt, sondern Gott ist auch jemand, der aufsteht und kämpft für seine Sache. Und eigentlich muss man hier an dieser Stelle sagen, dieser Kampf ist nicht ganz fair, weil Gott ist unendlich viel größer, mächtiger, kompetenter, als du dir vorstellen kannst. Und es gibt ich habe hier 2 Boxhandschuhe mitgenommen und es gibt ein gutes Beispiel aus der Boxwelt. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber vor ein paar Monaten hat ein gewisser Jake Paul, das ist ein Herausforderer, ein bisschen ein großspuriger Entertainer, hat gesagt, der war nicht Profiboxer, hat sich einfach da so rein getrainiert und gesagt, doch, ich mache da eine Show draus und ich fordere Boxer heraus. Und hat verschiedene Leute dann auch besiegt und es war so ein bisschen ein Shootingstar, weil man gemerkt hat, oh, der kann ja vielleicht doch was. Und dann hat er Anthony Joshua, ein richtiger Boxer, herausgefordert, ein aktiver Boxer, der gesagt hat, okay, komm, steigen wir in den Ring. Und die haben sich da Saures gegeben im Ring und in Runde 6 hatte der Anthony Joshua genug, der Profiboxer von diesem Großmaul Jake Paul, und hat ihm einen rechten Haken verpasst und zweifach den Kiefer gebrochen und der Kampf war zu Ende. Und das war so, falls du dir das geben willst, ich weiß nicht, ein bisschen viel Kampf und Gewalt, aber wenn du das anschauen möchtest, ja, dann wirst du sehen, es war kein fairer Kampf, weil irgendwann hat der Anthony Joshua, der Boxer, gesagt, ja, jetzt ist genug, jetzt zeige ich dir mal, in der Schweiz sagst du, wo der Bartli den Most hat. Und bei Gott ist es nicht ganz anders. Er schaut oft zu, manchmal haben wir das Gefühl, Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Es gibt auch ja viele Psalmen, die dies beschreiben. Aber irgendwann kommt Gott, und zwar zu seiner festgesetzten Zeit. Dann kommt er vielleicht in Runde 1, 2, 6, 10, was auch immer, und sagt, jetzt ist fertig. Und er wird die Mächte binden und zur Seite räumen, die ihm in den Weg stehen. Und ich möchte mit euch ein bisschen lesen. Im Psalm 46 malt es ein gutes Bild. Du kannst einfach zuhören und das so nehmen und überlegen, was das für dich heißt, weil der Psalmist beschreiben diesen Gott Zebaoth. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Herr in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn die Erde bebt, wenn die Berge versinken im Meer, stell dir das vor, wenn seine Fluten noch so toben und Berge erzittern unter ihrer Wucht, ein Strom aus vielen Bächen erfreut die Gottesstadt Zion, das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, nichts kann sie erschüttern. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht, wenn Völker toben, Weltreiche wanken. Kommt dir das bekannt vor? Seine Stimme erschallt und die Erde vergeht. Und jetzt kommt dieser Vers, Jahwe, der Allmächtige, Jahwe Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Bam! Das musst du wissen. Wenn du Gott nachfolgst, wenn der Heilige Geist in deinem Herz wohnt, du ein Teil der Familie Gottes bist, dann hast du einen Gott an deiner Seite, der ist fähig. Der ist nicht zimperlich, der geht nicht zimperlich mit seinen Feinden um. Es gibt sehr viele Bibelstellen, die von Rache sprechen, davon, dass Gott sich an seinen Feinden rächt. Okay? Und ich spreche jetzt hier nicht
davon, dass du deine Mitmenschen, die dir auf den Sack gehen, verprügeln solltest. Ich spreche hier nicht davon, dass du Rache üben solltest, weil Gott sagt ganz klar, die Rache ist mein. Oder auch Paulus sagt, unser Kampf geht gar nicht gegen andere Menschen, Fleisch und Blut, sondern es ist gegen die Mächte in der Finsternis. Ja, der Teufel ist real. Ja, die Dämonen und die gefallenen Engel, die kämpfen dagegen, dass du Gottes Bestimmung nachfolgen kannst. Die sind real. Du hast Opposition, du hast Gegenwind, Widerstand, wenn du Gott nachfolgen willst. Das ist völlig klar und normal. Aber der Teufel ist gebunden, weil als Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, hat er dem Teufel, der Macht des Teufels, die Schlüssel entrissen und hat den Teufel gebunden. Du bist frei. Und wir werden gleich in so einen Song gehen, wo wir das besingen, dass wir frei sind. Wir kämpfen vom Sieg her und nicht, oh, reicht es vielleicht? Wer gewinnt vielleicht? Es ist klare Sache, Gott hat bereits gewonnen. Aber es gibt trotzdem noch Kämpfe in unserem Leben, die wir ausfechten müssen. Aber wir haben eben die Autorität über diesen finsteren Mächten. Johannes 10,10 steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich, sagt Jesus, aber bringe Leben und dies im Überfluss. Also Jahwe Zebaoth erinnert uns daran, dass Gott stärker ist als jede Herausforderung und für sein Volk eintritt. Und ich möchte mit dir zusammen diesen Song singen. Allein durch Jesus heißt er. Und du kannst auch, wenn du die Lyrics mitlesen möchtest, kannst du unten in die Beschreibung vom Stream, habe ich dir reingepostet, dass du die siehst und mitsingen kannst. Aber ich werde einfach kurz das ein bisschen lesen, dass du das schon mal gehört hast. Und du musst das richtig einatmen, du musst darüber meditieren. Weißt du, die Bibel ist eben die Wahrheit, aber wir haben so viele andere Scheinwahrheiten oder Halbwahrheiten, die uns den ganzen Tag vorgesetzt werden. Und es ist wichtig, dass wir lernen, in der Wahrheit Gottes zu laufen. Für das müssen wir sie kennen, müssen sie meditieren, bis unser Hirn, unsere Seele da wie sich einklinken kann. Okay? So, ich lese dir aus diesem Song vor. Hast die Schuld vergeben, gab's mir neues Leben, hast alles neu gemacht, hast alles neu gemacht. Ketten sind gefallen, bin nicht mehr gefangen, hast alles neu gemacht. Allein durch Jesus habe ich den Sieg. Er hat die Sünde, jeden Feind besiegt. Ist eine Tatsache. Allein durch Jesus hat Tod die Macht verloren. Allein durch Jesus bin ich frei. Ich weiß, das Grab ist leer. Jetzt kann ich mutig sagen, dein Sieg gehört nun mir. Dein Sieg gehört nun mir. Kraft der Auferstehung wirkt in meinem Leben. Dein Sieg gehört nun mir. Und dann wieder der Chorus. Allein durch Jesus habe ich den Sieg. Er hat die Sünde und jeden Feind besiegt. Allein durch Jesus hat Tod die Macht verloren. Allein durch Jesus bin ich frei. Die Bridge sagt Folgendes: In jedem neuen Kampf wird deine Stärke sichtbar. Du wirst Wunder tun. Du wirst Wunder tun. Nichts hält dich jemals auf. Mein Gott ist unbesiegbar. Du wirst Wunder tun. Und heute Morgen lade ich dich ein, wenn wir diesen Song jetzt singen. Dann ist es nicht so ein Self-Motivation-Song, so Jake Paul-mäßig. Ich push mich hoch. Nee, du kämpfst vom Sieg her. Du bist auf der stärkeren Seite, wenn du dich an die Seite Gottes stellst. Und jetzt kämpfen wir, jetzt beten wir, jetzt glauben wir, dass Gott in der geistlichen Dimension und dann auch in der sichtbaren Dimension etwas bewegen wird, wenn wir miteinander einstehen und diesen Jahwe Zebaoth loben. Okay. Yeah, 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 yeah. Danke Jesus, du bist genug. Hast die Schuld vergeben, gab's mir ein neues Leben. Hast alles neu gemacht, hast alles neu gemacht. Ketten sind gefallen, bin nicht mehr gefangen. Hast alles neu gemacht. Allein durch Jesus habe ich den Sieg. Er hat die Sünde, jeden Feind besiegt. Allein durch Jesus hat Tod die Macht verloren. Allein durch Jesus bin ich frei. Ich bin frei.
Jesus habe ich den Sieg. Er hat die Sünde und jeden Feind besiegt. Allein durch Jesus hat so die Macht verloren. Allein durch Jesus bin ich frei. Ich bin frei. Yeah. Ich bin frei. Oh, ich bin frei. Danke Jesus, du kämpfst für mich. Ich bin frei. Jahwe Zebaoth. In jedem neuen Kampf wird deine Stärke sichtbar. Du wirst Wunder tun, du wirst Wunder tun. Nichts hält dich jemals ab. Dein Gott ist unbesiegbar. Du wirst Wunder tun, du wirst Wunder tun. In jedem neuen Kampf wird deine Stärke sichtbar. Du wirst Wunder tun, du wirst Wunder tun. Nichts hält dich jemals auf. Mein Gott ist unbesiegbar. Du wirst Wunder tun, du wirst Wunder tun, du wirst Wunder tun, du wirst Wunder tun, du wirst Wunder tun. Allein durch Jesus habe ich den Sieg. Er hat die Sünde, jeden Feind besiegt. Allein durch Jesus hat Tod die Macht verloren. Allein durch Jesus bin ich frei. Ich bin frei. Ich danke dir, lieber Gott, Jahwe Zebaoth, dass du für und mit uns kämpfst. Und ich spreche jetzt einfach aus, ich proklamiere zusammen mit allen, die hier sind, dass du Sieger bist über all unsere Herausforderungen, dass du uns hilfst. Du bist nicht ein Gott, der einfach zuschaut, wegschaut, sondern du bist mit und für uns, kämpfst du an unserer Seite. Und ich spreche dir jetzt einfach Durchbrüche zu. Ich spreche dir den Sieg zu über deine Sünden, über all deine Mödeli, über all deinen kleinen und großen Dingen, die du nicht loskommst davon. Ich spreche dir Sieg zu über deine Krankheiten, die dich plagen, über deine Angstzuständen. Ich spreche dir Sieg zu über Depression. Ich spreche dir Sieg zu, auch wo du ungerecht behandelt wirst. Da soll Gott sich für dich rächen, soll Gott für dich Gerechtigkeit schaffen. Ich danke dir, Vater, dass du mit uns bist und für uns bist, interessiert an uns bist. Und ich spreche auch aus, was Jesus gesagt hat. Der Teufel kommt, um zu vernichten, zu stehlen. Ich aber bringe Leben im Überfluss und ich nehme dieses Leben von dir an, Jesus. In jedem Bereich meines Lebens. Im Bereich meiner Finanzen, im Bereich meiner Gesundheit, im Bereich meiner Beziehungen. Dass du heilst, dass du verbindest, dass du wieder Einheit schenkst. Ja, wir lassen nicht einfach den Boden, geben wir nicht einfach Preis dem, was da passiert, sondern ich spreche zu im Namen Jesus, nehmen wir Grund und Boden wieder ein. In unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, in unseren Familien, in unseren Jobs, in unserem Kopf, in unserer Seele, in unserer Gesundheit. Ich nehme wieder Grund ein und Boden ein und danke dir, dass du mit uns vorwärts gehst, Jahwe Zebaoth, und dass du bereits den Sieg errungen hast. Nimm einfach noch einen kleinen Moment, wo du Gott selber deine Anliegen bringst, aber nicht mega jetzt heute nicht so bittend und betteln, sondern du kannst einfach Gott danken, dass er dir hilft. Du kannst einen Stand einnehmen geistlich und sagen, yes, ich kämpfe zusammen mit Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher ist an meiner Seite. Sag es deiner Seele selbst sozusagen. Auf Jesus, Halleluja, allein durch Jesus
habe ich den Sieg. Er hat die Sünde und jeden Feind besiegt. Allein durch Jesus hat uns die Macht verloren. Allein durch Jesus bin ich frei. Ich bin frei. Yeah. Mit diesen Gedanken gehen wir in das Wochenende. Es ist ja eigentlich schon fast Wochenende und ich bin begeistert von einem Gott, der sich uns offenbart mit so vielen verschiedenen Namen in der Bibel. Und dieser Jahwe Zebot, ja, wir reden nicht gerne über Krieg, weil Krieg ist was Schreckliches, ganz klar. Und by the way, hier im Psalm 46, wo wir vorher gelesen haben, steht, gerade nach diesem Vers, wo steht, Jahwe Zebot steht, kommt und seht die Taten Jahwes, der Entsetzen auf der Erde verbreitet, der Kriege aufhören lässt. Okay, also auch hier, bete für deine Leiter, bete für die Regierung, wenn du nicht zufrieden bist, wenn du Angst hast, was passiert auf der Welt, gerade auch mit Russland und Putin und Zelensky und Trump. Was ist los, Gott? Psalm 2 spricht davon, die Herrscher der Erde haben den Verstand verloren und die denken, ja, wir schütteln Gott ab, wir tun, was wir wollen. Gott lacht über sie. Weißt du warum? Gott hat das letzte Wort. Und hier steht, er lässt Kriege aufhören auf der ganzen Welt. Der Bogen zerbricht und Speere zerschlägt und die Streitwagen im Feuer zerbrennt. Ist gewaltsam, aber Gott schafft Gerechtigkeit, Gott schafft Friede. Lasst ab und erkennt, ich bin Gott. Ich werde erhöht sein unter den Völkern, erhaben über die Erde. Jahwe der Allmächtige ist bei uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Okay? Das ist unser Gott. Und mit dieser Sicherheit darfst du heute in den Tag gehen. Und wenn dich Angst einholt oder Zweifel, dann vielleicht kannst du diesen Ohrenwurm, because of Jesus, allein durch Jesus, für dich so singen und wissen, Gott ist mit dir und an deiner Seite. Ich wünsche dir ein schönes Weekend. Ich glaube, heute Abend Revival Week wird die Youth, ICF Youth dann was streamen und sonntags haben wir so viele Celebrations, wo du dich einklinken kannst. Ich liebe diese Revival Weeks, weil sie uns helfen, den Fokus auf Jesus zu richten. Hey, mach's gut, danke, dass du dich eingeschaltet und tschüss.